Wir diskutieren über einen Luis Diaz. Ja, wir diskutieren über einen Offensivspieler, der in jedem Spiel ein Tor gemacht hat. Ja, er hat im Pokal 'n Tor gemacht und hat jetzt ein Tor gemacht. Und den nageln wir jetzt an 'ne Wand, weil er nur ein Tor gemacht hat, oder was? Was ist was? 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 Also, ist jetzt der Maßstab: „Junge, du musst jetzt jedes Spiel mindestens 2 oder 3 Tore machen“, oder was? Das ist der Maßstab? Wie viele Tore hat Lieboy gemacht letzte Saison? Waren's überhaupt 10? Ich weiß es nicht mehr. Kann ja mal jemand nachschauen. Hä? Über was reden wir? Sorry, Leute. Über was reden wir? Ja, da musst du und wenn du das Spiel von gegen Augsburg nimmst, dann musst du Michael Olise genauso an die Wand nageln, weil er hat dieselben Chancen gehabt, dieselben Riesendinger, hat auch nur ein Tor gemacht. Den nagelt keiner an die Wand. Ja, verstehe ich nicht. Natürlich das erste Ding: „Junge, du brauchst nur den Fuß hinhalten.“ Ich weiß nicht, vielleicht hat der Harry Kane wahrgenommen und wollte ihn querlegen. Ich habe es auch nicht verstanden. Ja, brauchen wir doch nicht drüber reden. Aber er hat doch sein Tor gemacht in dem Spiel. Ja, also wir diskutieren gerade, oder auch die Presse diskutiert gerade, nagelt 'n Spieler an die Wand. Ey, what? Verstehe ich nicht. Sorry. Ja, wenn er kein Tor gemacht hätte oder im Pokal hat er keins gemacht gegen Leipzig oder was, ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall hat er in 3 Spielen 2 Tore gemacht, Punkt. Ja? Über was reden wir? Über was reden wir? Seit wann haben wir so 'n Maßstab bei irgend 'nem Bayern-Spieler mal angesetzt? Haben wir noch niemals bei Harry Kane angesetzt, den Maßstab. So, Harry Kane war Neuner, hat nicht ein Tor gemacht. Was ist da los? Ja. Hä? Verstehe ich nicht. Da spricht keiner drüber, oder was? Also, ne, das finde ich albern, sorry. Ja, wenn er jetzt keine Ahnung, wenn er jetzt 3 Spiele hintereinander, 3 oder 400-prozentige hat und versemmelt die alle, ja, dann können wir das Fass aufmachen, ja. Aber es kann doch nicht sein, dass wir das Fass aufmachen, wenn er 2 Hütten in 3 Spielen macht. Dann machen wir das Fass auf, dass er nicht 6 Hütten gemacht hat. Oder wie, oder was? Hä? Verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe das, die Chancen waren, habe ich ja auch gesagt, er muss eigentlich 2 mehr machen, ja? Oder zumindest eins mehr, genauso wie Michael. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ihr müsst doch mal die Voraussetzungen sehen. Also, nee, das ist mir viel zu früh, da irgendwie in so eine Kerbe zu gehen. Und nochmal, wir gehen in diese Kerbe, obwohl Leistung da ist, ja? Der Typ rennt, ackert nach vorne, nach hinten, reißt sich 'n Arsch auf, ist immer parat, der lässt nicht ein. Guck mal, wie oft der grätscht in diesem Spiel. Vergleich das mal mit Pummels, Serge oder Leroy, wenn wir den noch mal reinnehmen wollen, oder 'n King. Das kannst du doch nicht vergleichen. Und dann diskutieren wir darüber, wenn er 2 Tore in 3 Spielen macht, dass das zu wenig ist. Boah, weiß ich nicht. Gehe ich nicht mit, ja? Ja, ich habe das auch kritisiert, gab 'ne Note Abzug, er hätte noch eins mehr machen müssen, keine Frage. Ey, Frank Müller hat 'n leeres Tor vom Pfosten geschossen. Über was reden wir, Alter? Sorry. Also, da können wir gerne in 4, 5, 6 Wochen noch mal drüber reden, wenn das immer so sein sollte. Ansonsten brauchen wir da nicht drüber reden, Alter. Das ist für mich 'ne Diskussion, die ist absolut geisteskrank, ja? So, und warum führt man die Diskussion jetzt? Weil er 75 Millionen gekostet hat oder was? Was ist jetzt der Anreiz? Verstehe ich auch nicht. Weiß ich nicht. Kann der Junge nichts für. So ist der Markt grade, ja? Aber noch mal, auf Michael Olise hat haut keiner drauf, oder was? Ja. Das war 1:1 'ne Kopie, wo der Diaz, ne, vom Einsatz her noch 'n bisschen stärker war wie Michael am Samstag, ja? Ne, das ist mir zu billig, Leute. Da brauchen wir jetzt nicht anfangen und hier den Leroy oder den Serge-Move machen und den Spieler nach 2 Spielen oder nach 3 Spielen, wo er 2 Tore macht, irgendwie schlecht reden. Also, Katastrophe. Was ist das für 'ne Einstellung? Ne, gehe ich nicht mit.